So, Freunde, die Abenteuer im Besa gehen weiter. Jetzt vor allem, da wir auch unsere erste Insel haben, kann man so sagen. Ich bin jetzt hier gerade noch ein bisschen am Überlegen, aber okay, mach's wirklich so. Warte mal ganz kurz. Transfermenü. Schaut sich auch von hier oben aus. Nimm das Holz wieder mit. Ich lasse die Insel hier oben mal für, sag jetzt mal später. Ich gehe wieder hier runter und würde gerne noch eine Insel hier unten übernehmen. Einfach nur deswegen. Weil es längerfristig betrachtet, ich weiß, es ist jetzt ein hartes Wort nach der letzten Folge, aber da ich ja offenbar, ja, die Insel hier hätte ich noch, aber ganz ehrlich, das, wobei, doch, die Insel wird gehen. Okay, man es besser so, also ich habe jetzt eigentlich die Insel hier oben, plus die hier, dass ich vielleicht hier Indigo und eventuell noch ein bisschen Gewürz und so weiter mache und hier oben halt vor allem Bienen und Gewürz oder Indigo, ich weiß nicht, wie viel ich nachher im Endeffekt brauche. Vielleicht lassen sie mich ja leben, mit allem drum und dran. Könnte ja sein. Deswegen gehe ich jetzt mal darüber. Nachher. Nicht, der soll direkt... Genau, soll direkt hier hin. Ah, das ist der schnell. Der ist echt flott. Willkommen, Verwalter der Keftania. Ja, du mich auch. Ne, das Problem ist halt, ich hatte gehofft, er hätte inzwischen... Er hätte inzwischen was, aber... suchen. Hm. Bereit. Ja, doch, hat er. Krass. Ich leg das mal ab hier, weil ich sowieso nicht brauche. Und dann gehst du... Okay, das war jetzt doof. Das ist seltsam. Geht direkt mal hier hin. Ich weiß nicht, ob ich ein normales Schiff brauche, um Kunden zu stehen, ob ein Luftschiff das auch kann. Deswegen warte mal ganz kurz noch. Ein durchaus liebenswerter Haufen. Aber ihre Arbeit ist nicht der Rede wert. Hart. Talentiert, ganz ohne Zweifel. Aber ihre Erfahrung ist zu spezifisch. Ihren Projekten mangelt es an Format. Hat ganz schön hohe Anforderungen. Umfangreiches Wissen. Erwiesene Fähigkeiten. Ja, dieses Konsortium hat das perfekte Modell für das Forschungsinstitut entworfen. In Enbesa gibt es viele verschiedene Arten von Rindern. Doch die Sangha sind die bekanntesten und bei allen beliebt. Vor nicht allzu langer Zeit arbeiteten Leibeigene der Kriegsfürsten in den Salzgruben. Ich hoffe, sie stehen heute für ein besseres Leben. Angenehm bissfest, nicht wahr? Für Fremde braucht es meist etwas Gewöhnung. So wie bei den meisten unserer Gerichte. Die letzten Steine sind eingefasst und die Vorhänge opulent drapiert. Öffnet das Palasttor. Der Allmächtige schenkt uns nicht umsonst Träume. Doch wir dürfen dabei nicht die Bedürfnisse derer vergessen, die leben. Mein Volk nimmt weite Wege für seine Pflichten auf sich. Unsere Mahlzeiten bestehen deshalb oft aus Wegzehrung, in Salz gevögelt. Das waren viele Informationen auf einmal. Was? Zuerst kam das Zebra im Fluss und erschreckte sich, als die Hyäne lachend zum Trinken kam, welche wiederum jaulte, als das Flusspferd aus dem Schlamm auftauchte. Dann schlich der Gepard durch das hohe Gras und brachte sie alle zum Zittern, bis auf den Löwen, der schlief. Dabei musste sich ein König nicht beschäftigen. Ach so, die Zähmen der Türme, okay. Das ist natürlich jetzt das Rätsel. Interessantes Rätsel durchaus. Verstehe nicht ganz, was jetzt das hier soll. Aha, das sind die Türme. Ich dachte, ich meinte was anderes, weil ich halt die hier
wir sind Leuchttürme, deswegen dachte ich mir so, hä, okay, aber das ist eine andere Quest. Okay, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. So, Moment mal ganz kurz, dann brauche ich mal den noch. Stell dich bitte hinten an, Kumpel. So. Dann schicke ich euch drei wieder zurück. Ich habe gesehen, ich habe hier noch Schiffe. Ah ne, das ist eine Aufgabe. Ja, du Scheiße. Alles wird sorgfältig aufgeteilt. Ja, schon, aber was sollen wir jetzt schon, wenn sie nicht angreifen können? Ihr braucht irgendwie ein Kampfschiff oder so etwas hier. Hey, man, ich habe ja eins, aber mehrere wären schon nicht schlecht. Egal. So, weiter im Text. Ganz kurz. Ich will erstmal ganz kurz das machen. Errichten Sie Module und dann bin ich plötzlich weg und denke mir so, warte mal. Das haben wir auch schon geklärt. Das wäre ja eigentlich auch ein bisschen... Oder warte mal. Ja, aber hier ist gutes Wasser. Also, das Wasser. Natürlich hier, doch, hier wird es funktionieren. Okay. Hier oben eben nicht, aber das wissen wir bereits. Das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe. Macht es Sinn, das so zu machen? Sage ich mir, nö, ich baue hier oben weiter. Der ist sowieso doof. Der kommt dann auch weg, wenn es ein bisschen besser aussieht. So, und jetzt hier oben, ich meine, hallo, man sieht es ja, ich habe hier theoretisch Platz in Hülle umfüllen. Achso, das ist ein Platz, wo... okay. Sieht ein bisschen creepy aus, gebe ich gerne zu, aber es funktioniert, hoffentlich. Kann man die Dinger... Ne, da war auch ein bisschen mehr Lehm. Okay, kann man das... Schauen wir uns das Problem noch ganz kurz noch an. Ich glaube generell, Lehm hätte ich genug. Jo, das läuft. Steh nicht untätig herum, du musst dir die Hände... Du musst dir die Hände schon schmutzig machen, ja, Jüngelchen? Ich denke mir so, nö, nicht wieder so ein Alter. Okay, legen wir hier mal ein bisschen los. Zumindest schon mal für eine zweite, damit es ein bisschen schnell vorangeht. Hier. Ah, die Musik ist geil. Moment. Warum? Hier fehlen noch 100 Arbeiter. Also 100 aus der Kategorie, sag ich jetzt mal. So, ein bisschen was er vorher kann auch nicht schaden. Gut, ups. Ja, das haben wir zu viel gemacht. Typisch Michael. Du kommst bis da hinten noch hin, ja? Okay. Ach, wie die Sonne im Morgentau glänzt. Wieso habe ich nur zu wenig Hirten? Nasinko ist denn? Also ja, logisch auch ein bisschen, war bis die 1 sind. Gut. Und hätten wir das eigentlich auch, dann können die auch schon mal rangehen. Und hoffentlich bald ein bisschen mehr Lehmziegel habe, weil sonst sieht es ein bisschen doof aus hier unten. So. Bei dir ist irgendwie auch ein bisschen creepy, sag ich jetzt mal. Warte mal, du kannst das eh ablegen. Items, haben wir noch jetzt irgendetwas? Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%, Friedensmodus. Ah, schade, dass ich... Ja, hier ausgerüstet Schiffe. Dann denkst du so, ja, Schiffe. Ja, natürlich selbst angreifen. Das heißt zum Beispiel, aber kann ich es dem geben als Beispiel? Nee, ich muss das irgendwie ausrüsten. Moment. Ah, okay. Deswegen ist er permanent im Friedensmodus, okay. Das tut auch nicht schlecht. Auf die Station! Ja, wenn es halt einen Schlachtkreuzer geben würde, hätte das Problem, dass ich dann ein ganz anderes Problem hätte. Hey. Wie man sich's denken kann, wa? Die Frage ist auch, wo positioniere ich den am besten, damit er immer relativ schnell wenden kann? Vielleicht hier oben? Weil hier ist ja sowieso ihr Gebiet, da wird sich kaum jemand hintrauen. Hier unten eventuell. Ich bin noch gar nicht hier unten, fällt mir gar nicht mal so auf.
Da, beziehungsweise hier schon eher. Deswegen dort irgendwie in der Mitte. So. Sind wir jetzt also da? Ja, da mit den Dingen habe ich gesehen. Da ist alles soweit gut. Jetzt sollten wir hier hoffentlich ein bisschen mehr Tee hinkriegen. Zumindest für alle. Also mit den Sangerkühen habe ich schon mal erwähnt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise zu viel davon gemacht. Vor allem, weil ich es ja am Wasser gebaut habe. Deswegen haben wir dann ein bisschen Überproduktion. Welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Hä, was ist denn das für eine, was ist das für eine Insel? So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Einen hier oben. Hier Ein hinten meine ich. Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ihr seht ihr das was anderes? Die fragt zumindest. Denken wir so, ja gut, dann gehst du halt da runter. Ich meine, wir helfen uns zumindest gegenseitig. Okay? Das ist ein bisschen was anderes. So. Jetzt nochmal ganz kurz. Keramik wissen wir, okay, ich brauche Indigo-Farmen. Und als... Was mir gerade auffällt. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Haben wir die ganze Mühe umsonst gemacht. Bitte sag mir, ich kann meine Leute austauschen. Jetzt auf der Insel es auch noch machen muss, ey. Ja, natürlich sind Indigo-Farmen halt die niedrigste, also niedrigste Stufe. Ja, aber trotzdem. Das macht Ziegenmilch, Gewänder, ja gut, Trockenfleisch in Anführungszeichen. Ja, ja gut, okay. Solange es die niedrigste ist, geht's ja noch. Auch hier wieder super. Aber 2 Indigo-Farmen. Eine Teppichknüpferei. 2 Flachsfarmen, 2 Indigo-Farmen. Ja, gut. Zusätzlich brauchen wir... Gut, Lehm haben wir, das ist das kleinste Problem. Keramikwerkstatt. Nur 2 Einfärben oder was? Scheiße. Nochmal 2 Indigo-Farmen. Das heißt, auf der neuen Insel brauche ich 4 Indigo-Farmen, brauche ein bisschen Wasser. Okay. Zum brauche ich hier für alles nur Holz, warum auch immer. Da kann ich eigentlich vorerst mal... Luftschiff. Was war es? Nehme gerade mal das ganze Holz mit. Obwohl... Ich nicht übertreiben. Ich habe ja sowieso noch eine Menge und ich bin sowieso sehr schnell unterwegs. Also passt das, finde ich mal. So, jetzt kommen wir zum Rätsel nochmal zurück. Entschuldigung, wenn ich hier gerade ein bisschen am Hantieren bin. Also. Zuerst kam das Zebra in den Fluss und erschreckte sich, als die Hyäne lächelnd zum Trinken kam. Da ist der Zebraturm, da ist der Hyänenturm. Da ist der Gepardenturm also. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Die Gemeinschaft. Überlebenswillen Mbesas. Ja, sieht alles sehr gut aus. Flusspferdturm, noch besser. Liebe zur Natur. Eigentlich müssen wir alles aufschreiben, wa? Also kann das Zebra im Fluss. Hyäne. Das Zebra erschreckt sich nur von der Hyäne. Der Flusspferd, dann ein Gepard. Ja, ein Löwe ist wohl irgendwo hier, oder? Hier, Löwenturm. Das Feuer brennt. Die Flamme der Löwen soll ein neues Zeitalter für Mbesa verkünden. Hä? Was jetzt? Die alten Bäder sind leider von Gestrüpp überwuchert. Meine Frau wünscht sich, sie in ihrem alten Glanz erstrahlen zu sehen. Das soll jetzt ein Rätsel gewesen sein? Sehr creepiges Rätsel.
Nichts bringt Menschen in so angenehmer Atmosphäre zusammen wie ein gemeinsames Bad. Ja, vielleicht. Janihoi! Die Ziegen, sie singen. Ein Wunder. Ein Segen. Singende Ziegen? Haben Sie zu viel Tee getrunken? Nun gut, ich werde Ihnen glauben, so unglaublich es auch klingt. Erwarte neuen Kurs. So verrückt es auch klingt. So, also. Indigo, 4 Farmen. Haben wir das Thema, wa? Indigo-Farmen kriegen wir hin. Wenn wir Wasser hier hätten. Wir haben hier Wasser. Gott sei Dank, das ist natürlich echt ein Problem. Also zum Beispiel jetzt hier mal eine Wasserpumpe. Wären schon mal 5 weg. Das kann ich schon mal bauen. Weil, warum auch nicht, wa? So, hier haben wir sowieso generell überall ein bisschen Wasser. Ich ziehe echt den Kanal mal irgendwie so durch. Ja, hier sieht es überall ziemlich trocken aus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Hä? Das kann ich nicht direkt hier... Ich habe vorhin gar nicht gesehen, super. Ich Idiot. Ich Vollidiot. So. Hier zum Beispiel ein paar Straßen durchziehen. Ich weiß nicht, ich nehme im Prinzip die Fruchtbarkeit wieder ein bisschen weg, was ich gerade gemacht habe extra. Das hat schon alles seinen Sinn, keine Sorge. Dann würde ich hier das Lagerhäuschen hinbauen. So. Ja, jetzt sehen wir langsam, was hier bringt. Dann haben wir gesagt, 4 Stück von den Indigo-Farmen. Hier wird es ein bisschen schwierig, das ist klar. Aber hier können wir einen hinbauen. Wie viele Felder haben wir? 144. Okay, erstmal gucken, wie viele das ungefähr sind. Die Uni ist sowieso sehr gut, da wir hier reichlich Ding haben. Das heißt, theoretisch könnte ich hier noch eine Wasserader durchziehen. Also zum Beispiel jetzt hier. Mbesa. Ja, warum eigentlich nicht, war? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier so machen würde. Jetzt ein bisschen zu hoch, vielleicht wird das auch schon ausreichen. Das ist halt die Frage, ich meine, hier hinten kann ich sowieso nichts weiter mehr bauen. Ich könnte theoretisch bei ihm hier das die alle sogar streichen und sagen, hey, guck mal, hier hinten hast du viele, viele Felder extra für dich. Also sagen wir sowieso, komm, da ist Quatsch und dann bauen wir ein zweites Ding da unten. Also manchmal. So, wenn ich zum Beispiel jetzt den so bauen würde. Dann kann ich den noch so. Schön, dass man mir gerade anzeigt, welche Fläche noch gut ist und welche weniger. So zum Beispiel. Der käme dann weg und vielleicht die hier irgendwie auch noch, damit ich mit dem nächsten noch ein bisschen
mit dem nächsten ein bisschen einfacher ist. So. Es ist einfach nicht das Gleiche, wenn niemand mitsingt. Ja, und weil kein Arbeiter hier, also keine Arbeitskumpel, sind wir jetzt ein bisschen schwieriger. Kann ich eben theoretisch hier nochmal weiterziehen, damit ich das noch hinkriege. So, Limit erreicht. Ja, ganz kurz bauen. Jetzt wird vermutlich... Jo, ist nicht ganz alles. Oh, ernsthaft. Da habe ich jetzt keinen Bock, noch irgendwas hinzuziehen. Also, abgeholzt. Ja, ist ein bisschen eine Fummelarbeit, aber das ist nicht weiter so schlimm. Gegenteil. Ich finde es eigentlich recht easy so. Okay, jetzt schon mal erwähnt, wissen wir, wir haben hier Probleme. Wir brauchten hier Einwohner, damit das funktioniert. Hä? Also. Und damit ich hier nochmal ganz sicher bin, ich habe hier eine Reparaturkran kann ich bauen. Eine Hafenmeisterei. Ich kann aber die Dinger nicht irgendwie austauschen. Das geht hier in dieser Welt wieder mal nicht. Okay. Zur Stelle. Das ist ja unser Friedensangebot von dem her. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen davon mit. Der hat echt nur 2, was er mitnehmen kann. So, das ist echt wenig. Ich würde gerne, ob er das Luftschiff hier lassen soll. Segel setzen. Eigentlich wollte ich jetzt schon, und der Friedensmodus ist hier, dafür einsetzen. Dass sich halt um die Farben und so weiter kümmert, aber... Flugroute ist eingezeichnet. Egal, mal gucken. Okay, kriegen wir das hin. Die Hymne von dem Basa und der Ziegel, was? Domisotila. Hä? Sagen Sie niemandem, dass ich das gesagt habe, aber ich habe schon weniger talentierte Musiker gehört als diese wunderbaren Kreaturen. Er ist also endlich gekommen oder wurde gesandt. Es war nur eine Frage der Zeit. Beharre auf die Position, die Ihre Majestät in Ihrem Brief dargelegt hat. Alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen. Ein persönliches Versagen wäre inakzeptabel. Ich habe mir geschworen, nie wieder herzukommen. Geschworen! Was? Wie? Sie? Was machen Sie denn hier? Ah, natürlich, ja, selbstverständlich. Ihre Majestät hat nichts gegen Freihändler. Aber bitte keine politischen Aktivitäten, denn die Krone hat persönliches Interesse an Enbesa. Es soll nicht das Gerücht aufkommen, ein Gast sei in Enbesa nicht willkommen, ungeachtet seiner Haltung. Möge er sich niederlassen, solange es nicht auf unserem Land ist. Wir halten uns zurück und beobachten. Vorerst. Und Sie haben in perfekter Tonlage gemeckert. Doch nun müssen wir uns wieder an die Arbeit machen, fürchte ich. Ernsthaft, Die Archie? Ältesten haben sich einen Ort gewünscht, an dem sie ihren heiligen Aufgaben nachgehen können. Ein Zeugnis ihres erfolgreichen Verwalteramts. Die Ältesten sind eine fromme, starrsinnige Gruppe. Unterschätzen Sie nicht die Reichweite Ihres Gemeinderats. Es war nur eine Frage der Zeit, dass Enbesa solche Aufmerksamkeit erregt. Nun wird es auf die Probe gestellt. Wie ich höre, kennen Sie sich. Heißen Sie ihn also in meinem Namen willkommen und fragen Sie ihn, was ihn an diese fernen Küsten bringt. Ganz ehrlich, die Krone soll sich verpissen. Aber ja, gerade
Gerade rechtzeitig für eine Runde Wasserpolo. Die Krone hat Interesse daran. Alter, die Krone, hey, da kann man noch einen Buckel runterrutschen, ganz ehrlich. Was denkst du, die Krone überhaupt dabei? Die Alte, was denkst du, die Alte dabei? Naja. Ist halt die Alte, was soll man da... Bitte, okay. Danke fürs Nachladen, Spiel. Brillen haben wir plötzlich genug. Taschenuhren sieht auch gut aus, Hochräder auch. Irgendwo schlecht sieht es gar nicht mehr aus. Ja, auch schon. Das trotz positiver Bilanz. Lässt sich aufbauen. Ja, gut, der Kaffee ist halt immer noch ein Thema, das wissen wir alle. Und das, obwohl ich es ihnen ja gesperrt habe. Sein, um zurechtzukommen. Theoretisch können wir die Uhren wieder einstellen. Ich glaube, mittlerweile sieht es doch soweit ja gut. Ich war noch ein bisschen. Ja gut, Freunde. Nee, eigentlich bin ich hier, weil ich noch etwas machen wollte. Alter, ich habe echt nicht mehr so viel Gigs. Das ist echt ein Skandal. Warum? Ganz einfach gerne einen unserer The Great Eastern. Also stimmt, das wäre der. Weil ich gerne jemanden rüberschicken will. Ich glaube, ich schicke mal Rocky rüber. Diplomatie. Bin ich mit ihm noch? Ja, gut, noch lange genug. Das heißt, ich kann ihn schon mal rüberschicken. Weil immer langsam ein bisschen zu gefährlich in dem Weser. So. Ich will erst mal ein bisschen auf den Weg machen, aber nachher wieder ein paar Kriegsschiffe generell. Im Weser, ja, läuft, Freunde, läuft. Es läuft. Wie läuft es eigentlich hier generell mit den Trockenfleisch? Ein bisschen stagniert. Gibt es dafür einen Grund? An der Tür steht frischer Tee, wenn du möchtest. Also meint das mit... Moment mal. Osmenka. Nee, das war die Stickerei, die ist ja soweit gut. Verdammt nochmal, hier. An Rindern kann es kaum liegen, davon haben wir genug. Salz, ja gut, vielleicht liegt es daran. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, was du nicht sagst, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Okay, das heißt, das muss in der nächsten Folge noch ein bisschen optimieren. Das sieht soweit gut aus, vorher waren wir auf 0, jetzt steigt es wieder. Ja, die restlichen Güter und so wird sowieso lustig bis zum geht nicht mehr. Immer gegen die Ziegel ein bisschen hoch, das ist auch schön. Oder Ziegel, Lehm oder Rotte, ist egal. Reparaturkran, vielleicht auch ein anderes Mal. Dann haben wir hier ja die Saline, aber eine Saline müsste eigentlich auch reichen. Das heißt, mein eigentliches Problem ist vermutlich eher... Nee, doch nicht. Aha, ja, 75, dachte ich gerade, hä? Aber wir haben nur das Konto erhöht, weil das doppelt so viel. Okay, das ist krass. Das ist krass, das ist nicht schlecht. Ich würde mal sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir... Wie gewohnt, munter flockig weiter, was sollen wir sonst machen? Mein Vater hätte das nicht gewollt, aber der ist mausetot. Ja, tut mir leid. Ich hätte es auch nicht gewollt. Auf alle Fälle... Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ach nö. Auf alle Fälle, lassen wir noch ein bisschen gucken. Gut. Oh. Dass wir noch ein bisschen gucken. Gucken. Was wir noch alles machen können, sollen, dürfen vor allem. Und wie es denn hier vor allem mit der Story und so weiter aussieht, wa? Weil eben jetzt ist plötzlich Archie aufgetaucht im Namen der Krone. Das kann nichts Gutes bedeuten. Fürchte ich zumindest. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Bye bye.